Ja, grüße Gott, Herr Stadelmann, so sind Sie, ist Ihr Name, ist es richtig? Nehmen Sie die erste Silbe und streichen Sie die zweite, bitte. Also nur Herr Stadler. Ja. Ja, Sie sind der Herr Christian Stadler, was ich da in die Unterlagen da erlesen kann. Sie waren jahrelang Sanitärverkäufer bzw. gelernter Gas- und Wasser, Elektroinstallateur auch, oder war das nicht so? Nein. Okay, keine lange Geschichte dazu. Ich habe nicht viel Zeit, es sind so viele Bewerber draußen im Warteraum. Sie Dann möchten... sollen die Bewerber bitte warten. Na bitte nicht so provokant sein, weil da kommen wir nicht gleich weiter. Sie wollen doch den Job, oder nicht? Naja, Dann möchten Sie die Arbeit haben? Na, Wir sind ein Moment, ich bin am Reden. Ich ziehe es in Herr Weg. Dass ich einmal mich gleich zeige. Ich bin langjähriger Installateurmeister, habe einen Großhandel aufgezogen seit 1967 und ich lasse es mir nicht gefallen, wenn mich Bewerber unterbrechen. Aber dennoch habe ich ein soziales Herz. Also, Herr Stadler, Sie sagen, Sie möchten bei uns als Sanitärverkäufer arbeiten. Was haben Sie denn vorgestellt, was wir Ihnen zahlen? Entsprechend meiner Leistung. Na, das sind 38,5 Stunden. Das wäre, Entschuldigung, 1150 Euro netto. Netto, wir zahlen netto, nicht nur brutto. Das ist doch ein wirklich sehr, ziemlich guter Lohn, oder? Da gehen Sie nicht einmal meine Zigaretten aus, bitte. Ja, wo Sie, dann Bier- kaufen Sie es ein bisschen zu teuer, dann in der Trafik sind es billiger. Vom Bier ganz zu schweigen. Von Bier. Ach so, Sie trinken Bier? Wir haben ja reingeschrieben in die Annoncen, in die Zeitungsannoncen, wir suchen Nichttrinker. Ah ja, das sehe ich gerade. Sie rauchen ja. Nein, seien Sie mir nicht böse, lieber Herr. Nein, seien Sie mir nicht böse. Sie kommen daher, rauchen und trinken beim Bewerbungsgespräch, es geht um ein Leben, es geht um einen Job. Nein, also ich kann Ihnen nicht brauchen, wirklich nicht. Und dann sagen Sie noch, die Zigaretten sind so teuer, was Sie bei uns verdienen, was sie kassieren würden. Also, was haben Sie dazu zu sagen? Weil das muss ich einfach, das muss ich den Sozialminister einfach schicken, das geht's nicht. So geht's nicht weiter, dass alle Leute glauben, die treten da auf mit einem Hemd und mit einer Krawatte wie Minister und glauben und bewerben sich da als depperter Sanitärverkäufer oder als kleiner depperter Installateur. Na, was sagen Sie dazu jetzt? Also Versetzen Sie mich in meine Lage, ich bin ein kleiner Unternehmer, ich habe einen Großhandel aufgebaut, ich habe zigtausende Leute gehabt und Materialien auch gehortet. Sie wirken sehr inkompetent und Sie haben als Unternehmer ein Zeitverschiebungsproblem. Sie müssen einmal die Zeit zusammenrechnen. Ich bin seit 67 am Markt, merken Sie noch das? Lassen Sie mich doch aus. Ja, ich lasse ihn auch ausreden, sehr gerne sogar. Zivilisierte Menschen. Und wir haben schon im Kindergarten gelernt, dass man jemanden ausreden lässt. Also. Sie reden sehr langsam, arbeiten Sie auch so in der Geschwindigkeit, weil dann kann ich ihn ja überhaupt nicht brauchen. Abgesehen, dass ich ihn ja eh nicht nehme. Aber Sie sind es mir wert, dass ich Ihnen mit meiner Personalchefkamera aufnehme, weil sowas ist ein Beispiel für Bewerber, die was man sofort bei der Türe hinauswirft. Weil das ist ein asozialer Wahn. Ja? Das ist ein Sozialschmarotzer, wie ich es nicht einmal im Bilderbuch, ja, der Wirtschaftstreibenden gelesen oder gesehen habe. Ja? Also sind Sie mir nicht böse. Ja? Okay. Installateure, also Kunden, die Zielgruppe Nummer 1 in meinem Gewerbe, trinken nicht, sie saufen. Und das ist übrigens eine ehrliche Antwort einmal. Ich meine, so soll es ja auch sein. Ne? Ja, Zielgruppe Nummer 1. Ja. Entschuldigung, sind Sie verheiratet? Schlucken die Zigaretten. Und stellen Sie Ihnen Folgendes vor. Jetzt kommt ein Installateurmeister, der eine Firma hat mit 6000 Monteuren, ja. Mit der Zigarette. Warten Sie mal, ich muss auch was trinken, weil wenn ich nicht zuhöre, dann wäre ich ganz trocken. Weiter. Mit der Zigaretten im Mund und ein Bierglasl in der Hand. Ja. Und ich sage zu ihm, ich rauche nichts und ich trinke nichts. Da glauben Sie, dass ich da was verkaufen kann. Man muss. Ja. Dann geht mir das Ganze ist jetzt so am Arsch, ich beende das Gespräch und Sie bekommen Ihren Job sowieso, weil mir in der Krawatten so gut gefällt.